Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, wir gehen noch rein, auch wenn es schon ziemlich spät ist, in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Man City. Ich bin gespannt, was der Tuchel so zu sagen hat und rein geht's. Zur abschließenden Pressekonferenz nach einem intensiven Champions-League-Spiel. Ich darf unseren Cheftrainer Thomas Tuchel begrüßen und Sie gleich bitten, die Handzeichen zu geben. Es ist spät geworden für die erste Frage, bitte. Fangen wir hier rechts außen an, ja bitte. Ist ja los, gar kein Statement, wie er es gesehen hat, oder? Herr Tuchel, vielleicht, es ist ja gewissermaßen auch ein Zwischenfazit, was Sie heute Abend ziehen, dass jetzt als zweites Wettbewerben das Ausscheiden perfekt ist. Wenn Sie jetzt einen Rückblick werfen auf die Zeit, gibt es was Sie sich gewünscht hätten? Einen Spieler, eine gewisse Form? Denn nur Glück und Pech kann man es ja nicht erklären. Was ist das denn wieder für eine hohle Frage? Was soll er sich denn gewünscht haben, Alter? Na klar wird er sich wünschen, dass da ein richtiger Neuner auf dem Platz wäre. Und na klar wird er sich wünschen, dass die Spieler, die da sind, immer Form hätten, Alter. Ich weiß nicht, ob mir Ihre wertende Tonlage gefällt in der Frage, aber ich probiere es mal weg zu ignorieren. Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Spielen gegen Manchester City. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir heute hier aufgetreten sind. Wir haben komplett auf Augenhöhe gespielt mit der aktuell besten Mannschaft in Europa, mit der formstärksten Mannschaft in Europa. Komplett auf Augenhöhe. Naja, sind wir ehrlich, City war heute nicht formstark. Ja, also wir müssen jetzt hier auch mal die Boden hier auf den Tatsachen lassen. Also andersrum. Ihr wisst, was ich meine, aber ja. Erste halbe Stunde, gebe ich ihm vollkommen recht, waren wir nicht auf Augenhöhe, waren sogar besser. Ganz klar besser, ja. Wir haben viel mehr vom Spiel gehabt, wir haben Torchancen gehabt. Danach wurde City stärker, ja, und nach der Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, ja. Aber wir haben nicht gebrannt, ja. Und City hat gefühlt 3 Gänge rausgenommen, weil sie ein schweres Spiel gegen Arsenal haben. Also von daher mit einem 3-0 oder dann 1-1 oder wo 4-0 ist klar, dass Man City dann nicht da noch 110% gibt, war. Also das muss man schon ein bisschen differenzierter betrachten. Hinspiel gebe ich ihm auch recht, gute 70 Minuten, ja, aber ein Spiel geht halt 90 Minuten und nicht 70 Minuten, ja. Da kann man bei einem 13-0 kann man nicht von Augenhöhe sprechen, ja, weil die wenigen Dinger, die wir zugelassen haben, hat City eiskalt reingemacht und wir haben halt unsere vielen Chancen, die wir hatten, nicht genutzt. Beziehungsweise viele Halbchancen, die wir gar nicht erst zu Chancen wurden, ja. Also da muss man jetzt, ja, er stellt sich schützend vor die Mannschaft und so, alles gut, aber weiß ich nicht. Ja, das Ergebnis ist ein bisschen klarer vielleicht, wie die beiden Spiele so vom Verlauf her waren. Aber wie gesagt, das Hinspiel geht halt 90 Minuten und nicht 70 Minuten. Ne? Und dass wir da nach ein 2-0 so einbrechen, ist halt auch ein Witz. Ja? Also, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, wie der Tuchel das aktuell handhabt. Das werden die nächsten Spiele zeigen. Ob das gut ist, sich schützend vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, das ist gut gewesen, bla bla bla, oder ob man sich vielleicht hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, die letzten 20 Minuten in City war gar nichts und heute nach der Halbzeit muss es auch anders brennen. Das kann er besser beurteilen wie wir, definitiv, aber die nächsten Spiele werden zeigen, ne? Ob das die richtige Art und Weise ist oder nicht. Augenhöhe gespielt, wir hatten es in beiden Spielen am Haken. Wir haben in keinen der beiden Spiele auch nur die klitzekleinste Verstärkung bekommen für unsere Leistung, sprich ein Führungstreffer, ein Ausgleichstreffer in City, ein Führungstreffer heute. Ja, aber da muss man fairerweise auch sagen, dann ist das aber auch einfach, ja, weiß ich nicht, Unvermögen, Pech. Aber wenn es auf 2 Spiele über 180 Minuten geht, dann kannst du halt auch nicht von Pech reden, Leute. Machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ja? Wenn du in 180 Minuten es nicht schaffst, ein Tor zu schießen, außer durch einen Elfmeter, dann müssen wir nicht von Augenhöhe reden. Punkt. Und das hat die Sache auch mental und extrem schwierig gemacht. Es war sowieso schon schwierig. Deshalb das ist mein Resümee der beiden Spiele. Die anderen Spiele sind die anderen Spiele.
Sie kennen meine Meinung zum Hoffenheim-Spiel und zu den anderen Spielen. Die sage ich Ihnen nach jeder Pressekonferenz auch sehr ehrlich und direkt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Die Saison geht weiter. Am Samstag haben wir ein Spiel in Mainz. Und es geht um die deutsche Meisterschaft. Aber das, was ich jetzt zweimal gesehen habe gegen Manchester City, war absolut top. Ja, wenn wir dasselbe Spiel zeigen, wie wir es in City gezeigt haben, in Mainz, werden wir das Spiel auch verlieren. Weil ohne ein Tor können wir kein Spiel gewinnen. Dankeschön, eins weiter dahinter. Selbst wenn die Leistung dann aus seiner Sicht top ist. Heiko Niederer für Bild. Hallo Herr Tuchel, Sie haben Ihre Meinung schon zum Schiedsrichter gerade schon kundgetan. Es war sehr viel los da an der Bank, was die Karten angeht. Können Sie einmal sagen, wer da überhaupt alles eine Karte bekommen hat und warum am Ende... Alle. Warum am Ende, was dazu geführt hat, dass Sie und Ihr Co-Trainer vom Platz geflogen sind, haben Sie da irgendwas gesagt? Ich glaube, ich habe Gelb-Rot gekriegt. Ich glaube, sonst ist niemand runtergeflogen. Nur ich habe Gelb-Rot gekriegt. Gelb-Rot. Und wofür? Für Reklamieren bei Ballwegschießen des Gegners. Komm, Tuchel war on fire heute. Ich fand das schon gut. Ja. Er war wenigstens neben Coman der Einzige, der on fire war. 90 Minuten. Zwei Dinge konnten das Niveau nicht halten. Der Rasen heute war Platzverhältnisse. Der Rasen war echt schlecht, ne? Aber der Rasen ist seit Wochen schlecht. Das muss doch, das kann doch auch nicht sein. Das kann doch auch nicht unser Anspruch sein. Also wirklich. Wir haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben des Spiels und leider der Schiedsrichter war Note 6. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo er vorher seine Meinung gesagt hat zum Schiedsrichter. Habe ich ja auch schon gesagt, ich fand den Schiedsrichter auch sehr dubios, aber er hatte immerhin eine Linie. Ja. Obwohl, hätte er die Linie gehabt, hätte er wahrscheinlich den Elfer dann auch irgendwie direkt gegeben. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht. Er war schon ein bisschen dubios, ja. Jetzt Note 6, weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht wirklich. Ja. Ja, wie gesagt, es waren schon ein paar kuriose Szenen dabei teilweise, wo auch voll gewertet wurde, wo es halt echt, weiß ich nicht. Ja. War aber Note 6, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, aus der Emotion heraus verstehe ich das schon. Wenn er mich runtergeschmissen hätte, hätte ich ihm ohne Note 6 gegeben. Ganz oben dann Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, wir hatten Sie am Haken, wir waren auf Augenhöhe. Kann man den Unterschied daran festmachen, dass Man City bis auf den Elfmeter, den Erling Haaland nicht verwandelt hat, in beiden Spielen eigentlich alles angenommen hat, was es angeboten bekam, ja. Während der FC Bayern heute auch bei der Szene von Sané eben sowas dann auch annehmen muss? Also ist das der Unterschied? Ist das dann ein Klassenunterschied? Das ist kein Klassenunterschied. Das sieht so aus im Ergebnis, aber es ist aktuell ein Unterschied in Selbstvertrauen und Form. Und natürlich, ich meine, die Quote von Haaland ist klar, wenn man den Elfmeter in der Form so geben muss und so schnell geben muss und so überzeugt geben muss, das lasse ich Ihnen die Entscheidung. Naja, habe ich ja auch schon thematisiert im anderen Talk. Ne? Ich meine, er ist so hingegangen, hat sich dann reingedreht, hat den Arm aber so rausgenommen. Ja, fand ich auch schwierig, die Entscheidung, definitiv. Aber er hat es dann auf der anderen Seite immerhin auch so gepfiffen, den Elfer gegeben, auf unserer Seite, ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Er verkörpert halt die Körperfläche, das kannst du schon so argumentieren und von daher ist das dann schon okay, dass es wieder Opa war, ja, was soll man dazu noch sagen? Muss er sich halt auch einfach anders verhalten. Ja, er ist Innenverteidiger, er sollte wissen, dass auch wenn ich mich reindrehe und noch mich in den Ball werfen will, dass ich nicht mit dem Arm so hingehe. Ja, auch wenn er jetzt nicht so hoch war so ein bisschen raus. Ja, aber wie gesagt, bei dieser Handdiskussion blickt doch eh keine Sau mehr durch. Ich glaube, für das, was wir zugelassen haben in 2 Spielen, sind wir brutal bestraft worden. Also im Hinspiel haben wir ein Tor bekommen von Rodri aus 25 Metern mit dem linken Fuß. Ein Fernschuss. Wir haben ein Tor gekriegt aus einer zweiten Phase von Standardsituationen, wo wir absolut unaufmerksam sind, dass es einfach zu einfach geht und nicht sauber verteidigen. Und wir haben einen großen individuellen Fehler gemacht.
Ja, leider heute auch. Ja, und hättest aber noch 2, 3 kassieren können, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Einen zu viel, den hat City nicht gemacht. Absolut fehlerfrei gespielt. Und trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten. Und klar, wenn wir davon sprechen, die aktuell beste Mannschaft zu schlagen und nicht nur auf Augenhöhe mitzuspielen, sondern zu schlagen, dann musst du nicht nur 100%ige nutzen, dann musst du auch mal, ja, du musst Spielglück haben, du musst die kleinen Entscheidungen für dich haben, du brauchst vielleicht mal einen abgefälschten Ball, in Standardsituationen, einen Abstauber. Und du brauchst ganz, ganz sicher die 100%igen Chancen. Die musst du auf jeden Fall reinmachen auf diesem Niveau, sonst kann es in der Summe dazu führen, dass du ein Ergebnis erklärst, das eigentlich so über 180 Minuten nicht gerechtfertigt ist. Naja, komm, wir haben über 180 Minuten halt einfach kein Tor geschossen. Punkt. Ja, ja, wir haben einen Elfmeter reingemacht. Das ist alles. Dann von Augenhöhe zu sprechen, finde ich schwierig. Ja, wir waren auf Augenhöhe im ersten 70 Minuten in Manchester, bin ich dabei. Heute, die ersten 30 Minuten, waren wir sogar nicht nur auf Augenhöhe, sondern klar besser, meines Erachtens nach. Der Rest der ersten Halbzeit und zweite Halbzeit waren wir auf Augenhöhe, definitiv. Ja. Aber da muss man auch sagen, dass es 4-0 für City stand. Ja. Dass City dann 3 Gänge rausnimmt, wenn die den Spiel gegen Arsenal haben in der Premier League, ist auch normal, ja. Also von daher weiß ich nicht, das kann man nicht so gleich bewerten, finde ich. Wie gesagt, wir haben kein Tor geschossen in 180 Minuten, dann sind wir nicht auf Augenhöhe mit einer Mannschaft, die 4 Tore schießt. Punkt. Dann nochmal Heiko Niederer, bitte, ja. Es mehrt sich jetzt ein bisschen die Kritik an den Bossen. Es gab ein Plakat in der Kurve, Ziele können verfehlt werden, die Werte des Vereins nicht, Führungspolitik hinterfragen. Haben Sie das gesehen und können Sie das nachvollziehen, dass die Fans da jetzt ein bisschen... Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann allen Fans versprechen, dass wir und ich auf die Werte des Vereins aufpassen werden. Ich habe das Uli Hoeneß versprochen und habe ich Ihnen ja schon gesagt bei der Unterschrift, und ich werde darauf aufpassen, und ich finde, dass die Werte klar formuliert sind und dass alle im Verein und an der Sebener Straße ihr absolut Bestes geben, nach diesen Werten zu leben, und so werden wir weitermachen. Naja, ich glaube, die Jahreshauptversammlung wird richtig reinballern. Alter, da wird's brennen, ey. Da wird's brennen. Aber vielleicht muss das einfach mal wieder sein. Weiß ich nicht. Weiß es nicht. Ist schwierig zu beurteilen. Ich weiß, es gibt so viele Brazzo-Hater und so weiter. Ja, klar kannst du einen Brazzo für vieles kritisieren, definitiv. Keine Ahnung. Ist aber auch eine Sache, wo es nochmal ein extra Video wert wäre und nicht jetzt hier in so einer Reaction reingehört. Dann noch einmal hier, rechte Seite, letzte Frage bitte. Ja, noch eine Frage. Oliver Kahn hat gerade eben gesagt, es gibt Dinge, an die man arbeiten muss, an der Konstanz, nicht nur innerhalb einer Saison, sondern auch in einem Spiel. Und daran werden Sie alle jetzt genau arbeiten. Was sind die Dinge, an denen Sie vor allem dann Arbeitsbedarf erkennen? Ja, klar, das ist so. Wir können offensichtlich auf diesem Niveau spielen, wie wir heute gespielt haben. Wir können leider auf einem komplett anderen Niveau spielen, leider für uns, wie wir auch schon gesehen haben in der kurzen Zeit. Und ja, wir schaffen es auch teilweise innerhalb von einem Spiel, das Konzentrationslevel, das Energielevel nicht zu halten, haben wir auch schon gesehen, leider. Und das sind auf jeden Fall die Dinge, die wir abstellen. Vielleicht sollte man halt einfach mal ein paar Spieler wechseln. Ne? Vielleicht wäre das einfach mal eine Sache. Aber I don't know, da rede ich seit Beginn der Rückrunde schon unter Nagelsmann. Und der Tuchel zieht den Stiefel einfach genauso durch. Also ganz ehrlich, was soll sich dann auch verändern? Ja. So, meine große Hoffnung war, wo der Tuchel verpflichtet wurde, endlich ist einer, der Kante zeigt, der die ganzen satten Jungs da mal rausnimmt und mal die jungen Wilden da reinsteckt und mal guckt, was passiert. Aber hat er nicht die Eier zu. Vielleicht ist das auch nicht gewollt von der Führung her. Ich weiß es nicht. Wenn er sagt, er hat mit Uli gesprochen und vertritt die Werte des Vereins oder was. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Ich finde es schade. Ich finde es super schade. Ich glaube auch nicht, wenn wir einen kleinen Ausblick nochmal wagen, dass die Aufstellung gegen Mainz anders aussehen wird.
Ich würde es mir wünschen, dass Mantell von Anfang an aufläuft. War heute auch wieder der gefährlichste Mann für die 20 Minuten, die er auf dem Platz war. Dass ein Gravenberch mal für einen Goretzka aufläuft oder auch für einen Kimmich, da tut sich beides nicht viel. Man könnte auch mal Cancelo in defensive Mittelfeld stellen und mal Kimmich und Goretzka vielleicht mal ganz eine Denkpause geben. Aber all das wird nicht passieren. Ja? Machen wir uns nichts vor. Stellen wollen. Das ist jetzt gerade einfach so. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz so einfach abzustellen, muss ich leider konstatieren. Ja, wie willst du das auch abstellen, oder wenn wir keine Form haben oder keine Fitness? Ich weiß nicht, womit man es begründen kann. Vielleicht eine Mischung aus beiden oder was. I don't know. Wie gesagt, meine These ist ja immer noch die Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft und sowas. Ist natürlich alles nur These und von außen kann man da viel hineindichten. Das wissen wir natürlich alles nicht, wie es aussieht. Aber irgendwo dran muss es ja liegen am Ende des Tages. Ne? Heute war es auf jeden Fall auf einem extrem hohen Niveau. Am Samstag nicht so und am Samstag. Da müssen wir aber auch nochmal ganz klar einhaken. Ja, meine Meinung. Ganz hohes Niveau heute, 30 Minuten. Dann 15 Minuten okay. Zweite Halbzeit war es kein hohes Niveau mehr von uns. Ja. Wie gesagt, Man City hat 4 Gänge rausgenommen. Und wir haben es trotzdem nicht hingekriegt, uns irgendwie mal richtig mal Feuer, Gas zu geben nach der Halbzeitpause. City hat dann zwischendurch den Ball gut laufen lassen, einfach ein bisschen quer und hintenrum. Hatten wir kein Mittel gegen. Also jetzt von so einem super hohen Niveau zu sprechen, mal ganz gepflegt auf dem Boden bleiben. Wa? Aber das ist ja, was ich gerade schon sagte. Ob das der richtige Weg ist, ich wage es zu bezweifeln. Der Nagelsmann hat es auch die ganze Zeit durchgezogen. Er hat auch nicht einmal sich hingesetzt und hat mal öffentlich kritisiert. Hat auch die Streicheltour gefahren und ja, wir haben gesehen, wie die Spieler das danken. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Spiel in Mainz. Das wird auf jeden Fall ein Richtungsweiser sein jetzt. Ne? Also aber nochmal, wir haben jetzt die letzten 4 Spiele, kein offensiver Spieler hat ein Tor geschossen. Und die Leute spielen trotzdem wieder. Spiel für Spiel, Spiel für Spiel. Da kommt nicht mal ein Tell rein oder mal ein Ibrahimovic aus der Jugend oder mal ein Wanner oder sonst wen, dass du mal den Stürmer da aus der zweiten hochziehst oder sowas. Nee, das passiert alles nicht. Spielen immer die Leute, die seit 4 Spielen keine Tore schießen. Good job, good job. Da müssen wir nach Mainz und uns dem nächsten Also das hätte ich auch geschafft. Kampf stellen, den nächsten Aufgaben stellen. Und es ist wieder eine Willensleistung nötig. Wir werden die Mannschaft weiterhin positiv unterstützen. Wir werden ihr weiterhin... Ja, sagt das gerade. Ja, er ist positiv unterstützen, macht ihm Mut. I don't know, das hatte, wie gesagt, das sehen wir seit über einem halben Jahr, dass es nicht klappt. Vielleicht sollte man einfach mal mal klare Kante der Mannschaft mal die Verantwortung reindrücken. Ja. Und zwar öffentlich. Nicht nur vom Trainer, auch vom Olli. Ja. Was soll der Tuchel jetzt sagen? Ich verstehe das schon. Er ist 3 Wochen da. Soll er jetzt auf die Mannschaft draufhauen und es sich da mit den Spielern verscherzen? Natürlich nicht. Ja. Aber es wäre trotzdem schön, wenn er mal nach Leistung aufstellen würde. Weil da kann kein Spieler irgendwie was dagegen sagen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die sind halt einfach schwach im Moment. Aber natürlich müsste sich mal so ein Olli dahinstellen. Was heißt ein Olli? Olli eigentlich gar nicht. Es müsste sich ein Brazzo dahinstellen. Er ist Sportvorstand. Der müsste sich dahinstellen und mal richtig draufhauen auf die Jungs. Ja? Mal klare Kante sagen, hier, du bist hier beim FC Bayern, so geht das nicht. Und das mal öffentlich. Ja, das wäre mal eine Ansage. Ja. Das passiert leider gar nicht. Für Brazzo hörst du gar nichts. Und das ist natürlich fahrlässig. Ja. Überlegt euch mal in so einer Phase wie, was hätte Hoeneß getan? Alter. Ja. Der hält es natürlich auch erstmal, er war immer der zu den Leuten, zu den Spielern gehalten hat, zu der Mannschaft gehalten hat. Aber irgendwo wäre das Maß dann auch mal voll gewesen und dann hätte es auch mal eine klare Ansage gegeben. Oder der Beckenbauer, erinnert euch an die Bankettrede nach 0:3 in Lyon. Solche Geschichten, das passiert bei uns alles nicht. Ja. Das wird alles so hingenommen, immer so, ach, Heiti-Deiti ein bisschen und
ja, wir haben ja so einen starken Kader, wir sind so eine starke Mannschaft, Blasülz. Weiß ich nicht, aber es ist generell in der heutigen Zeit so, oder? Wer kritisiert denn noch irgendwie mal? So von Angesicht zu Angesicht. Wer macht das denn noch? Die wenigsten. Wenn, dann wird hinterm Rücken irgendwie ein bisschen rumgetuschelt. Aber dass sich mal Menschen klar die Meinung sagen, I don't know. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber. Wir werden es weiter einfordern, damit wir dort einfach die Gier und den Hunger und die... Ja, genau das haben wir doch heute auch nicht gesehen. Ja? Das haben wir verfickte 30 Minuten gesehen und dann war es das. Und das kann es doch nicht sein, dass schon in einem Heimspiel, was soll denn in Mainz passieren? Jeder Gegner, der gegen uns spielt, hat diese Gier, weil wir der scheiß FC Bayern sind, den möchte jeder schlagen. Ja? Und wir legen diese nicht an den Tag. Wir laufen da wieder mit 70-80% auf. Ja. Und das Ende vom Lied werden wir sehen. Energie zeigen, die nötig ist, um alle Ziele zu erreichen. So, und, was? Alle Ziele? Es gibt nur noch ein Ziel, Alter. Es gibt keine alle Ziele mehr. Ja? Und das eine Ziel rückt in weiter Ferne, meiner Meinung nach gerade. Beim FC Bayern. Das leistest du einfach mit deiner Unterschrift. Dieses Versprechen gibst du ab. Weil wir müssen halt Tore schießen und ich sehe es gerade nicht, wer Tore schießen soll. Außer die Leute, die auf der Bank sitzen, aber nicht spielen dürfen. Das wäre vielleicht mal eine Abwechslung, aber dass das in Mainz passiert, ich bin gespannt. Vielleicht überrascht der Tuchel mich ja und stellt mal einen Tell und Gravenberch auf. Wer weiß. Ich wage es zu bezweifeln, aber wer weiß. Ab mit deiner Unterschrift und da habe ich aber im Moment mehr Unterstützung, als dass wir zusätzlichen Druck und so weiter brauchen. Ich glaube, dass tatsächlich immer alle alles geben, auch wenn es... okay, er sagt es ja gerade. Okay. Er muss es natürlich besser beurteilen können, wie ich jetzt oder wie ihr. Er ist dran an der Mannschaft und wenn er das so sieht, dass wir die Mannschaft streicheln müssen, anstatt den Druck zu machen. Gut, dann müssen wir das so akzeptieren. Nichtsdestotrotz kann ich meine Meinung sagen, dass ich das nicht so sehe. Ja. Aber natürlich muss ein Tuchel das besser wissen. Ne? Aber wenn die Ergebnisse weiterhin ausbleiben, weiß ich nicht, ob er es dann auch wirklich besser weiß. Manchmal in den vergangenen Spielen, auch in den vergangenen Wochen nicht immer danach aussieht, aber ja, ich glaube, dass mit Vertrauen und mit Ruhe so trotzdem dahin kommen zu einer Konstanz. Natürlich wollen wir es alles sofort haben. Ich bin der Erste, der es alles sofort haben will und muss eins. Ja, aber wo haben wir denn jetzt irgendwo mal eine Steigerung gesehen? Nehmen wir jetzt mal das Dortmund-Spiel, was ja einigermaßen okay war. Danach ging es doch nur noch bergab. Ist doch jetzt keine Steigerung. Ja, es war heute eine Steigerung zu Samstag. Das ist richtig. Das war aber auch keine Kunst, weil Samstag unterirdisch war. Schwierig, aber vielleicht belehrt der Thomas mich ja am Wochenende eines Besseren und wir gewinnen irgendwie ganz souverän in Mainz am Wochenende. Da muss ich mich natürlich korrigieren und alles zurücknehmen, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Dann hat er natürlich recht mit dem Streicheln und so weiter. Aber wenn, dann wird es Zeit jetzt, ne? Dass ein paar Knoten platzen. Nochmal, er kann sie ja auch streicheln und lieb haben und machen und tun und schockverliebt sein. Aber dann stell doch mal die Leute auf, die, wenn sie ein paar Minuten kriegen, schon gefährlicher sind, wie die ganzen 3 vorderen Spieler, die 60, 70 Minuten spielen, Alter. Das muss er doch auch sehen. Und das hat doch da nichts mit Streicheln zu tun. Ja? Alter, ich raff's nicht. Es geht einfach in meinen beknackten Schädel nicht rein. Ich verstehe es einfach nicht. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Bundesliga-Trainer, sondern einfach nur ein verkackter ITler, der Bayern-Fan ist und seine Meinung äußert. Alles seine Zeit braucht. Aber klar, wir wollen am Samstag bereit sein für den nächsten Kampf und es ist auf jeden Fall eine Charakterprobe, auch ein Charaktertest. Ja, den Charaktertest haben wir schon zu Hause gegen Hoffenheim gehabt. Wie ist der denn ausgegangen? Vielen Dank soweit und für heute. Ihnen einen guten Nachhauseweg. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke. Alles Gute, Jungs. Ei. Okay, wir haben also den nächsten Charaktertest. Vor allem, wir haben von den 6 Spielen, die wir noch haben, haben wir 5-mal einen Charaktertest.
und ein Spiel gegen Leipzig. Wild. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ich mache jetzt auch Feierabend, Leute. Es ist spät. Wie gesagt, ich gehe nach dem Main-Spiel, gehen wir auf ein paar Themen mal ein bisschen tiefer ein. Das wird ein bisschen längerer Talk. Je nachdem, irgendwie wir mit 13-0 gewinnen und Tell und Gravenberg von Anfang an gespielt haben, brauche ich vielleicht auf die Themen schon gar nicht mehr eingehen. Ansonsten gehen wir auf jeden Fall mal rein in so ein paar Sachen, ja. Auch so in diese Bratzo und Olli-Geschichte werde ich nochmal ein extra Video zu machen am Wochenende, weil da stört mich mittlerweile auch so ein bisschen was. Und nichtsdestotrotz, Leute, ihr wisst Bescheid, mir ist an mir, wenn nicht mehr im Verein, dann auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Es kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich mir sicher, spätestens in der nächsten Saison, wenn der Tuchel dann mal eine Vorbereitung machen darf und so weiter. Aber ja, er muss dann halt auch echt zusehen, dass er Spiele aufstellt, die Leistung bringen. Ja. Aber auch da werde ich das nochmal dann am Samstag. Entweder mache ich da auch einen extra Talk zu oder ich mache das mit in dem Mainz Talk. Mal gucken. In diesem Sinne, tschüssi.